Oh, ich muss mich aufladen. Ja, jetzt ist eine... Das ist gar nicht so einfach hier, Leute. Ich muss hier... Jetzt ist voll kompliziert, sag ich euch. Guck dir das an, hey. So, jetzt bin ich... Aufladen hier. Ah, der trifft jetzt aber, oder? Das war gemein. Jetzt habe ich dich, oder? Gucke. Beim ersten Versuch gleich mal Satan getötet. Jawohl. Ah. Navigiere durchs Menü mit A und D. Oder so. Tatsächlich, was ist denn das da alles? Guten Tag, ihr Leid. Erstmal. Meine Englischstimme. So, was haben wir denn hier? Boah, das ist das Lava, aber geh weg. Was ist denn das da? This is the beginning of the good news. Ja, good news, everyone. Ist mir gerade egal. So, wir machen weiter mit Kapitel 2. Heute werden wir getunkt und die Musik ruckelt. Sehr schön. Was ist das? Matthäus 1, Vers 1. Der Beginn der guten Neuigkeiten über Jesus, den Messias, den Sohn von Gott. Ja, werden wir ja sehen. Ich entere mal. Oh, guck mal hier, Zwischensequenz. Ja, hab ich gerade gesagt. Gut, dass wir darüber geredet haben. Oh. Das ist Johannes der Täufer? Der sieht ein bisschen aus wie Bohl. Also, ja, sorry, ich habe gerade wieder mit meiner Engelsstimme geredet. Falls es jemand nicht weiß, Pfälzisch ist natürlich die Stimme der Engel, weil Pfalz ist halt wie der Himmel. Da gibt's Wurstsuppe und Zwiebelkuchen und neuer Wald. Der sieht wirklich aus wie... Also ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der sah ähnlich aus wie er. Aber er hatte deutlich mehr Augenbrauen. Stellt euch einfach ihn vor mit den Augenbrauen von Ryu von Street Fighter mal 2. Und die waren auch in der Mitte so zusammengewachsen. Also ich weiß gar nicht, ob es nicht eine einzelne Braue... was ist denn hier los? Bist du Johannes der Täufer? Sieht ja ganz anders aus wie eben. Achso, du bist der Händler. Ich dachte, wir sind hier alleine hergelaufen. Es ist plötzlich der Händler hier dabei. Ja, okay. Muss ich ihn jetzt wieder fragen, wo der Johannes ist? Also. You can head straight from here to reach John the Baptist. He is by the Jordan River. Sadly, I can't accompany you since I have to get back to setting up shop in the Nazareth market. Okay, please, take care. Alles klar. You should eat the food I gave you earlier. Oh, guck mal, er gibt mir Essen. Auch nicht schlecht. Ja, You can also pick some berries near the river. That's where we get some of the food we sell. Okay, was er mir jetzt sagt, ist, ich soll ordentlich über den Jordan gehen und dann finde ich einen Johannes. Ja, Friede sei mit dir und mit deinem Geist und so. Essen. Inventar öffnen. Habe ich ein I hier auf meinem Controller? T habe ich. Ja, komm, dann nimm mal halt die Tastatur. So. Ja, Beeren. Restores 5 Hunger. Rechter Stick. Okay. Ja. Ja, hallo? Ich soll hier... Achso, ich drück dir gerade die rechte Maus. Pass auf nochmal. Haha, gucke. Haben wir ordentlich einen Bauch vollgeschlagen hier. So. Also ich muss jetzt geradeaus gehen. Ich muss das mal zumachen hier. Um über den Jordan zu gehen. Du führst mich da nicht hin. Wo ist denn der Jordan? Ich sehe hier nur Gewitter. Ich gehe erstmal hier ein bisschen gucken hier. Also der Jordan ist ja ein Fluss, ne? Sieht hier irgendjemand einen Fluss? Ich sehe hier Regen. Oh. Was war denn das gerade für geiles Gewitter? Mach nochmal. Junge, sieht das scheiße aus. Okay.
Ja, es ist hier, wir hatten ja früher nichts anderes. Da musste auch Gewitter einfach mal wie ein rein kopiertes Bitmap aussehen. Guck dir das an. So. Da, oh, wollt ihr ein bisschen Info? Hab ja erwähnt, dass ich die Bibel gelesen habe. Aus Langeweile. Und ein paar lustige Sachen, also so viele Redewendungen und sowas kommen daher. So. Also hier über den Jordan gehen, was man hier gemeinhin kennt als Löffel abgeben, also sterben, kommt, also das weiß ich jetzt nicht, aber das habe ich mir halt einfach so hergeleitet, wohl daher, da war halt Moses und der wurde, ich glaube, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft als Junge, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich wollten sie sich irgendwie ein Moped kaufen, haben gesagt, komm, wir verkaufen unseren Brüdern, haben ein Moped. Ich weiß es nicht, warum, aber die haben es halt so gemacht. Und dann war er halt in Ägypten so und war da halt irgendwie so vom Pharao oder dem König damals noch, was weiß ich, die rechte Hand und der Typ, der ihm gute Tipps gibt. Der Typ, der Tipps gibt, so genau. Achso, ich muss da hinten hin. Na jedenfalls, bla bla bla, durch die Wüste gelatscht, so ein paar Jahre, so 40 oder so, bla bla. Irgendwann wollte er halt wieder nach Hause und dafür, um nach Hause zurückzugehen, musste er über den Fluss Jordan. Und er war halt schon alt und hat halt gesagt, hier, bringt mich über den Fluss Jordan, ihr junge Leute, ich bin zu alt, bringt mich über den Jordan, damit ich in Ruhe sterben kann oder so irgendwie. Und das ist dann wohl über den Jordan gehen, sinnbildlich für Sterben. So, irgendwie war das so. Ich renne mal ein bisschen schneller. Irgendwo soll es hier, naja, was zu gucken geben halt. Wir haben ja auch gesagt, oh, da ist ein Busch. Kann ich da ein paar, also gibt es da noch Beeren? Die haben ja gesagt, dass ich irgendwie Beeren pflücken kann oder so. Ne, das ist einfach nur ein Busch. Der brennt noch nicht mal. Brennende Büsche sind, nicht brennende Büsche sind selten in der Bibel, im Alten Testament. Im Testament ist das zum Anfassen so. Das ist aber hier, das ist voll langweilig hier. Das ist ja voll lange Flitzen hier. So, ja. Da. Ja. Ach, guck mal, wird das Wetter besser oder so? Nee, guck mal, da drüben war schon wieder. So, also es wird Herbst. Wir sind wohl. Oh, ein Regenbogen! Ja, doch nicht. Oder doch? Nee, doch nicht. John spoke to the crowds coming to be baptized by him. Anyone who has extra clothes should share with the one who has none. And anyone who has extra food should do the same. Oh, schönes Even Wetter. tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, John told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? Guck, da gibt's was zu futtern. John replied, don't force people to give you money. Don't bring false charges against people. Be happy with your pay. The people were waiting. They were expecting something. They were all wondering in their hearts if John might be Achso, the ich muss auch ins Messiah. Inventar gehen und wieder da oben essen. So, jetzt hat er endlich mal aufgehört zu labern, der kann ja nerven hier. So, gucke. Ich hol mir aber noch hier, ja, geh weg, du Inventar. Ich hol mir noch ein paar Beeren, kann man immer gebrauchen. Wobei ich mir jetzt sicher bin, das sind doch so Vogelbeeren, weißt du? Kann man die überhaupt essen? Sind die nicht giftig oder so? Ich nehme ordentlich Beeren mit. Pflück die Beeren. Pflück sie hier und dort und überall. So, hier. So, da es gerade geregnet hat und ich gelaufen bin, es gab da eine Sache, wo ich mir nicht sicher war. Und zwar, wenn Jesus übers Wasser laufen kann und es regnet, kann er dann fliegen, weil er könnte dann in den Regen hochgehen, weißt du? Auf der anderen Seite fällt mir gerade auf, nun, ich kann auf den Boden gehen, aber ich kann keine Wände hochgehen. True. Ja, es ist hier alles so, ja, keine Ahnung. Kann man nicht so genau nehmen, was in der Bibel steht. Bibel steht viel komisches Zeug. Also, ich sage ja immer, die Bibel war so das Internet von früher. Du sollst nicht alles glauben, was im Internet steht. Und genauso ist es mit der Bibel.
Ich sag nicht, dass du nicht dran glauben sollst. Ich sag aber, du sollst es nicht wortwörtlich so nehmen, wie es ist. Ich meine, viele Sachen sind halt einfach extrem veraltet. Die würde man so nicht mehr machen. Heute. Und würde ich auch keinem empfehlen, so zu machen. Und andere Sachen sind halt einfach falsch. Vor allen Dingen falsch übersetzt worden oder so. Hier gibt es zum Beispiel hier, pass auf, irgendein Typ hat einen Bruder und hat eine Frau. Also nicht der Bruder war seine Frau, sondern der hatte halt eine Frau. Jetzt ist der gute Mann aber gestorben, der Bruder, und hat noch keine Kinder gehabt mit der Frau. Und das geht ja gar nicht. Also, was machte man früher, wenn die Frau keine Kinder hat? Ja, der Bruder muss dran. Der Bruder ist nicht verheiratet. Zack, hier, nimm die Frau vom anderen. Du musst ja jetzt Kinder machen. War halt so, scheinbar früher. Der gute Mann, also der Bruder, der dann die Frau von seinem Bruder ehelichen musste, gezwungenermaßen, hieß übrigens Onan. Und, ich höre hier so ein komisches Bimmeln. Ist das hier drin? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, der Onan hat aber keinen Bock hier mit der Alten von seinem Bruder. Entschuldigung, mit der Alten. Das ist, boah, ey. Jesus, ne, habe ich eine Sprache heute an mir. Tut mir leid. Mit der Frau vom Bruder da rumzuschäkern. Und deshalb, so steht es in der Bibel, hat er seinen Samen zu Boden fallen lassen. Und daher kommt dann das Wort Onanie oder die Bezeichnung Onanie. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, ja Moment, was du hier beschreibst, hier den Samen zu Boden fallen lassen während oder nach dem Koitus mit des Bruders Frau, das ist aber nicht Onanie, das ist Coitus interruptus. Ja, ist richtig, genau. Und warum heißt das jetzt aber Onanieren nach Onan? Ja, keine Ahnung, weil falsch übersetzt oder keine Ahnung. Ach, es ist verwirrend. Ich weiß es nicht. Da steckt man halt nicht drin. Was ich damit halt sagen will, ist, ja, was in der Bibel steht, ist frei zu interpretieren. Und der eine hat einen schlechten Tag und interpretiert es irgendwie anders, wie einer, der gerade ein gutes Mahl zu sich genommen hat und glücklich ist. Deshalb würde ich sagen, glaubt nicht alles, was in der Bibel steht, genauso wenig wie ihr alles glauben sollt, was im Internet steht. Und wenn ihr die Bibel im Internet lest, dann sollt ihr auch erst recht nicht alles glauben. So, ich rede erstmal, also das da ist John, ist der Nugget? Junge, hast du wenigstens ein bisschen was an oder nur ein Gürtel? So, ich labe mal den da an den alten Mann. Hallo, alter Mann, hallo. Hallo. Ah. Oh, der ist schon ganz aufgeregt, weil der Messias bald kommen soll. Ja, du kannst dich wieder abregen, ich bin schon da. Also, Jesus. So, nochmal hallo. Ja, mach schnell und lass dich taufen von ihm. Der wird bald abhauen. Ja, Friede sei mit Friedewald. Und hallo? Jetzt, ach, die müssen sich wieder Texttafeln teilen. Oh, Moment, da ist eine Frau. Die will ich noch. Die hat ja meistens ein bisschen anderen Blickwinkel als nur Männer. So, was sagst du so dazu? Yes. Ja, die ist auch schon ganz riemig, weil der Messias kommt. Okay, dann werde ich mich mal taufen lassen. Meine Füße sind unter Wasser. Clipping-Fehler. Ei. Okay. Ne, guck mal, ich bin jetzt auf Augenhöhe mit ihm. Also hier, ich bin bis zur Brust, bis zu den Hoden bin ich hier im Wasser. Ja, komm dann. Bring was hinter uns, Kollege. Ja, ich bin gekommen, um getauft zu werden. Also, ja. I need to be baptized by you. And are you coming to me? Also der sagt jetzt, er will von mir getauft werden. Ich komme zu dir, ich komme zu ihm. Ja, hier. So sei es. Permitted to be. So sei es. Wenn die Soße dir zu dick ist, so sei sie. Okay. Ja, mach mal. Mach, was ich sage und nicht, was ich tue. Also, ich habe schon wieder Hunger, guck mal. So, jetzt tunkt er mich, guck. I baptize you having authority from God.
as a demonstration of your commitment. Das habe ich nicht gesagt, dass der hier, dass Gott dir die Erlaubnis gegeben hat. Ich habe gesagt, ich gebe dir die Erlaubnis. Ich bin nur der Sohn. Also, ich spiele hier nur den Sohn. Was geht denn hier ab? Der hat mich getauft, da ist mir ein Vogel ins Auge geflogen. Kann ich laufen oder was? Continue heading towards, was? Hold pray and gain spirit. Oh, guck mal, wie ich bete. Ja, geil, oder? Guck mal hier. Ich kriege jetzt einen Heiligen Geist, indem ich bete. Ja, wie betet denn der überhaupt? Man betet doch nicht so, man muss doch so beten. Mann, das weiß jeder. Wie man betet. Und ordentlich die Hände zusammen klatschen, ey. Ja, und nu? Ach du Scheiße. Geht's schon wieder weiter auf den Berg? Das links ist Jesus. Oh, die Stimme kam vom Himmel. Du bist mein Sohn. Achso, du bist mein Sohn. Und ich bezahle dir nur einen Hungerlohn. Denn du bist mein Sohn schon. War's das schon? Okay. Sag mal, wie sind die jetzt so schnell auf den Berg gekommen? Eben haben sie noch im Wasser gestanden. Was geht denn hier ab? Das ist aber seltsam. Ne, ernsthaft jetzt? Und was da hinten? Keine Ahnung. Ich kann dir sagen, was das hier ist. Eine unsichtbare Wand. Okay, wir sind hier mitten in der Savanne. Keine Ahnung, wie kommen wir denn da hin? Vorsicht! Da liegt ein Schlang. Ich drehe sie kaputt. Hey Johnny Boy, hinter dir liegt eine Schlange. Pass auf, dass sie dir in den Knöchel beißt. So, jetzt geht ab. Also, was will ich jetzt machen? Ich gehe in die judäische Wüste. Also, für 40 Tage und 40 Nächte. Vielleicht auch nur 39 Nächte, aber trotzdem 40 Tage. Und dann wird er fasten und sich nur vom Heiligen Geist ernähren. Ja, alles klar. Ja, dann hoffe ich, dass der Heilige Geist viel Proteine hat. Ja. Also, ja, wenn er noch was machen kann, wenn er noch was machen soll für mich, dann will er das gern machen. Alter, du bist der Best. Du hast was Größeres zu tun, du bist der Best. Du bist der größte Mann, der überhaupt jemals gelebt hat, Johnny Boy. Und du hast die größte, wieso rede ich denn schon wieder hier in Engelssprache? Egal, du hast die größte Mission überhaupt vor dir. Was ist denn die Mission? Früh zu Bett zu gehen oder was? Ja, nu? Wie, das war schon Kapitel. Die Kapitel sind da schneller rum wie in der Bibel selbst. Okay, alles klar. Moment, ich muss hier ein bisschen... Das geht nicht. So. Jesus, gefüllt vom Heiligen Geist, hat den Fluss, also Jordan, achso, das war der Jordan, verlassen und wurde dann von dem Heiligen Geist halt in die Wildnis geführt. Ja dann, zeig ich mal her, wie es in der Wildnis so aussieht. Mal gucken, was wir so Feines finden in der Wüste. Aha. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Rising up, doch nicht. Where for 40 days he was tempted by the devil. Down on the hill. Was ist denn da los? Ach so, das ist jetzt die Verführung von Jesu, wo dann irgendwie so ein Typ kommt, der eigentlich Satan ist. Das finde ich nicht gut, dass der Satan darstellen soll, dass das ein Glatzenmann ist. Ein Glatzenmann, das ist voll friedlich. And at the end of them, he was hungry. Der sitzt da also und wird dann halt von Satan verführt, der ihm dann sagt, hier, pass auf, du kannst hier ein König werden irgendwo. Und Jesus so, nö, ich bleib hier beim Heiligen Geist und ernähre mich von nix. Oh, nach 37 Tagen Fasten und Beten in der Wüste. Ja, da gucken wir doch mal. Also ich habe Hunger, ja, ich habe doch was zu essen dabei. Was? Ich habe schon alles... Achso, ja, ich habe ja... Okay, ich muss da hingehen
und beten, um zu überleben. Ja, also die Wüste ist Wüste bei Nacht, okay. 37. Tag. Nacht. Blessed are those who are spiritually needy. The kingdom of heaven belongs to them. Blessed are those who are sad. They will be comforted. Blessed are those who are humble. Ja, wenn die wenigstens ein paar bessere, also nicht so die Mainstream-Sprüche aus der Bibel so, weißt du, also hier, selig sind die arm sind, denn im Himmelreich wird ihnen Reichtum vergönnt sein oder sowas. Selig die blind sind, denn sie werden sehen. Selig die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer. Selig die sich Bibelzitate aus der hohlen Hand scheißen können. Keine Ahnung. Irgendwie so. Also ja, kennt man halt hier. Ich hab gedacht, da kommt jetzt, was ist denn das hier? Ist das ein UFO oder was? Ich hab's schon immer gewusst. Da kommt jetzt dahin das UFO geflogen. Guck. Brrrt, und auf geht's in den Himmel. Also ich muss jetzt da rein und beten. So, ich bin drin. Mein Beter. Oh, beloved child of God. Oh, es ist ein Engel. Oh, geliebtes Kind von Gott. Vor dir sind ein paar Prüfungen. Und die musst du bestehen und du darfst nicht Satan anheimfallen oder so. Okay, die schmeißen jetzt irgendwas, schmeißt er jetzt auf mich und ich soll die zurückwerfen mit der linken Maustaste. Ja, dann schmeiß mal. Sorry, jetzt hat's mal aber. Schack! Weggeschmiss, hast du gesehen? Und noch ein, da, zack, nimm ihn dir. Bleib doch mal stehen. Au! Das war nicht gut. Da muss man auch noch ziehen, gucke. Ja, okay, voll krass. Wer kennt nicht das Bibelzitat? Und Jesus ginget hin in der 37. Nacht und er ginget war man das Englisch, in den Strahl Gottes, der aussah wie ein UFO-Landeplatz. Und dort hörte er die Stimme eines Engels, der Persisch sprach. Und der Engel sagte: Nehmet meine geschmissenen Feuerbälle nicht entgegen, sondern schleudere er sie zurück zu mir. Ja, das ist Florianus 1, Vers 3 bis 9. Blessed are those who are hungry and thirsty for what is right. They will be filled. Blessed are those who show guck mal, es langweilt mich. Oh, es ist schon der 38. Tag. Guck mal, es ist schon ein Tag vergangen. Ja. Geselig sind die Sandalen festgeschnürt haben, denn sie müssen sich nicht oft bücken. Geselig sind die mit dem UFO gelandet sind, denn sie sind die wahren Menschen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier laber. Ich gehe jetzt da mal schnell rein. Guck mal hier, werde ich da hochgesogen oder so? Oh, nee, werde ich nicht. So, was ist jetzt los? Okay. Er sagt, falls nicht mitgekriegt hast, ich konnte deine zurückgeschmissene Feuerbälle ausweichen. Ganz einfach. Weil er so weit weg ist. Und jetzt muss ich mich ein bisschen näher dran ziehen mit der Rechtsmaustaste. Okay. Machen wir das mal, oder? Komm her, komm! Oh. Hast du das schon? Ja, voll die Prüfung hier. Junge. Da könnte ich auch Messias werden. Was passiert, wenn ich zuerst an den da hinten gehe? Geht das überhaupt? Ich renne mal da rüber. Oh, er wird schwächer. Das ist übrigens schon krass, oder? Das ist wie früher, wenn Dorfdisco war. Auf dem Sportplatz. Blessed are those who make peace. They will be called children of God. Okay. Blessed are those who suffer for doing what is right. Was laberst du für einen Kack? Ja klar, das ist so typisch Katholikending irgendwie so, ja, es ist wohl auch, ja, also selig sind die leiden, denn im Himmelreich
leiden sie nimmer. Ja, wie wär's einfach, nicht sich selbst zu geißeln und schon jetzt nicht zu leiden und im Himmelreich dann auch nicht zu leiden. Ist doch viel geiler, ist doch Win-Win, oder? Naja. Wer versteht sie schon? Diese Testamentler da. So, da ist der nächste. Bin ich so kleiner geworden oder was? Guck mal, ich kann ja da fast einen Lambada machen. Unten drunter durch. Limbo meine ich, nicht ein Lambada. So. During your battle, you may need to recharge. Aha. Pray and recharge, so you are able to overcome Okay, any trials also that irgendwann lie ist meine ahead of Macht you. weg und dann muss ich also ein bisschen beten. Und das mache ich mit dem R-Knopf. Und dann kann ich meine Kraft auffüllen. Das wäre dieser hier. Ja, Wahnsinn. Ja. Ey, bis wenn das so weitergeht, dann verhungere ich hier bald. So, Tag 39, gucke. Oh, da wird doch jetzt kein Abschlusskampf kommen, oder? Ich krieg hier gerade erzählt, wie man Feuerbälle zurückschleudert. So Ganon-Link-Style, weißt du? Und wie man näher ranholt. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Hände hier. Guck mal hier. Haha, meine Hände sind da. Und wie man den Gegner oder so näher an sich ranzieht, dass wenn man dann die Bälle zurückschleudert, dass man ihn besser trifft oder so. So, da vorne ist noch einer. Also das klingt halt, und wie man sich halt auflädt quasi. Das klingt für mich halt sehr nach Endgegner. Oder nach Endkampf oder Zwischengegner, wie ihr es halt nimmt. Darf ich Satan persönlich bekämpfen? Ja, dem werde ich was beten, hey. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Achso, ja. Ich bin müde hier von Arbeit, weißt du? Ich bin hier, noch ein paar Erden erschaffen und so. Ich Gott hier, ne? Ja, hier, Dorfdisco, kennt ihr? Ich glaube, das funktioniert auch wirklich nur auf der Dorfdisco richtig gut, weil wenn dann auf dem Sportplatz dann mal Disco war, also so richtig hier Rambazamba, und dann haben die da also Beamer aufgestellt und weil es halt Dorf war, sprich nicht viel Beleuchtung oder so irgendwie, du konntest das Ding hier bis 3 Nachbardörfer weiter sehen. Die haben ja als wirklich gedacht, hier der Heiland ist wiedergeboren. Wenn die gesehen haben, krass, in Drulme ist wieder Disco, ja geil, guck mal hier. So. You are also blessed when they tell all kinds of evil lies about you because of me. Oh, das ist gut zu wissen, dann werde ich das jetzt tun. Also was der halt sagt ist, gesegnet sind die Leute, über die Spaß gemacht wird und die verletzt werden im Namen Gottes. Also nicht im Namen Gottes, sondern dem dumm gelabert wird, weil sie gottgläubig sind oder so. Und gesegnet sind die, habe ich gerade schon gesagt, ne? Die über die dumm gelabert wird und so irgendwie, habe ich gerade schon gesagt. Also, ja, also wenn ihr freundlich zu Christen sein wollt, dann müsst ihr dumm über sie labern. Zumindest hat das eben gesagt. Weil gesegnet sind die, über die dumm gelabert wird. So als Christ, so, weißt du? Und das heißt, wenn du einen Christen siehst und du willst ihm was Gutes tun, dann musst du einfach ein bisschen dumm labern. Dann freut er sich, weil dann ist er ja gesegnet. So irgendwie. Ihr merkt schon, ich bin, also in diesem Glaubensgame bin ich nicht so fromm und firm. Und gefirmt bin ich. Womit man schon erkannt hätte gerade, dass ich katholisch bin. So. Okay, ich muss jetzt alles machen, was er mir gesagt hat. Moment. Ja, ist gut. Komm mal her. Falscher Knopf. Moment, ich krieg das besser hin. So, komm her, guck. Zack. Habe ich ihn getroffen? Nee, oder? Komm mal her. Jetzt ein bisschen aufladen hier. So. Nochmal aufladen. Ja, der hat ihn nicht getroffen, glaube ich. Zack, der habe ich doch astrein getroffen, oder? Habt ihr gesehen? Ist rum? Habt ihr gesehen, wie ich den platt gemacht habe? Mann, bin ich eine Granate, hey. Also ich bin ja super. Zack. Bibel muss neu geschrieben werden. Ich habe alles Böse besiegt, indem ich Feuerbälle zurückgeschmissen habe. Also ich als Jesus. Was ist denn das da unten? Was ist denn hier gerade los? Kann ich mich umgucken? Nee. Ja geil, da ist ein Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Bibel, bist du's?
Ja, wer bist denn du? Stell dich doch mal vor. You do know you don't have to go through all these trials, right? Ja, jetzt ist zu spät. Ich bin schon durch alle Trials gegangen. Ach so, das ist schon wieder der Satan, der will mich hier schon wieder verführen. Und sagt, ach, jetzt hat er mir einen Stein geklaut. Jetzt sagt er hier, du musst das nicht alles machen. Guck mal, du musst nicht durch die Wüste gehen. Du musst nicht diesen Stein angucken. Ich kann dir den Stein zu Brot machen. Wer will denn Steinofenbrot oder was? Ah, wir sollen uns ihm anschließen. Geil, da kriege ich Autorität. Autorität. So, also wenn ich ihm huldige, dann kriege ich Brot aus Steinen. Bin mir nicht so sicher. Also, keine Ahnung. Man war es mir von Grund auf nicht so sympathisch, aber ich will jetzt keine Steine essen. Was sind denn das hier für lustige Geräusche überall? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Was ist hier los? Jetzt will er mich zu einem reichen König machen. Ich bin doch schon König. Der König der Juden. Ja, genau. Ich habe zu viel Angst davor. Nee, ich widerstehe. Weiche von mir. Beelzebub. Why? Tell me only why you want to save all those humans. Warum nicht? Hab grad nichts zu tun. Oh, Spoiler! Die spoilert hier, hört nicht hin. Vergesst einfach, wie Englisch funktioniert, hört nicht hin. Die spoilert gerade extrem. Ist ja gar nicht cool hier. Das kommt als nächstes, ey. Guck mal, wie ich mich immer rumdrehen will. Also, es geht automatisch. Es bin nicht ich, der hier lenkt. Okay, jetzt will er mir es so richtig zeigen. Oh, jetzt geht er. Jetzt geht er ab wie rosa Moped. Oder auch nicht. Der Ladebildschirm geht ab wie ein rosa Moped, ja. So, nu? Aha. Okay. Komm du mal weiter hier. Auerle. Komm du mal her. Da, guck, hast du gesehen, ne? Komm her, ich mach dich alle, Junge. Wo ist er denn hin? Ist er wieder weiter weg? Shit. Alter. Auch mit der oh, ich muss mich aufladen. Ja, es ist ne. Das ist gar nicht so einfach hier, Leute. Was ist hier? Das ist voll kompliziert, sag ich euch. Guck dir das an, hey. So, jetzt bin ich am Aufladen hier. Ah, der trifft jetzt aber, oder? Das war gemein. Jetzt hab ich dich, oder? Gucke. Beim ersten Versuch gleich mal Satan getötet. Jawohl. Okay. Ah, ich hab ihn derzeit besiegt. Ja, ja. Ist schon recht, Knecht. Kannst wieder kommen, wenn du ein bisschen geübt hast. Hier, ich mach dich locker platt. Wart mal ab. Oh, es reimt sich. Ja, Junge, du wiederholst dich. Mach mal hinne hier. Hast du schon mal gesagt. Ja, der geht jetzt zurück ins Eck und ist dann ganz beleidigt. Oh, er hat sogar gelacht. Oh, guck mal. Lavafeld und so. Darf ich jetzt hier wieder raus oder brennen mir jetzt meine Sandalen ab? Oh, was ist denn hier los? Wusch. War schon krass, ne? Und es wurde Tag und es wurde Nacht. Witzigster Tag. He won this time. Oh yeah, das ist der Mann mit der tiefen Stimme. Ah, das ist aber schön bunt, I ist will aber. go everywhere in this land.
Jetzt macht er wieder seine Ankündigung. Oh ja, ich leer eine Packung Treibsand vor deine Haustür. Wenn du nicht guckst, versalze ich dir deine Suppe. Ich werde Tannenbäume fliegen lassen. Ich werde bei einem Mann, der auf dem Brett schläft. Was geht denn hier ab? Werde ich einfahren. Ich werde die Karte schwarz färben. Was ist denn das hier? Ist das ein Alien-Planet oder was? Was macht denn der da? Wollte der gerade sich erleichtern oder so? To their capital and will tempt all citizens with my Laber nicht, Junge. Immer diese Versprechungen, pass auf. Ja, der will jetzt allen Leuten böse Gedanken und sowas machen und dann werden sie mich am Ende töten. Ich sag doch, die spoilern hier. Junge. Can't stop me. Oh, das ist aber schon hier. Jetzt habe ich ja richtig Angst gekriegt gerade. So, guck mal hier. Kapitel 4. Schon wieder der Mark. Er heißt doch jetzt halt Euro. So, zeig mal her, was er zu sagen hat. Komm und folge mir. Und ich werde dich aussenden, um Leute zu angeln. Okay. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal, oder? Wir wollen ja nicht zu viel auf einmal. Das kann schon anstrengend sein. Okay, also wir haben jetzt mal, zumindest kann ich jetzt krass hier so einen Feuerball zurückschießen. Und Leute an mich ranziehen. Haben wir voll was gelernt. Ja, könnt ihr alles in der Bibel nachlesen, wo genau das ist und wie das funktioniert, wie man mit der R-Taste sein Spirit auflädt. Okay, dann bis morgen. Ja, bis morgen. Was soll ich da noch groß sagen? Mal gucken, ob wir es morgen hinkriegen, ob ich da vielleicht die Fähigkeit kriege, übers Wasser zu gehen oder Lahme zum Sehen und Blinde zum Heilen zu kriegen oder so. Keine Ahnung. Sehen wir dann morgen und tschüss. Mit Üss. Ja. Jetzt bin ich so klein hier.